Herzlich willkommen zum Weltgebetstag Gottesdienst 2021. Wir schwätzen das Jahr über das Land Vanuatu am Pazifik. Und das Jahr vieles ernst, wenn es Corona haben wir keine Musik von CD. Wir haben auch nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, wo wir konnten Leute kommen lassen. Dann ist es so, dass die Gottesdienst heute auf 3 Plätzen am Land gehalten. Da war um 3 Uhr den einen zu Bekrich, an der Église Saint-Paul et Pierre et Paul. Und lo ist nach um 7 Uhr an der Stadt an der Dreifaltigkeitskirche, der protestantische Dreifaltigkeitskirche. Und das auch nach der Sonntag in Kannergottesdienst, auch am Kader vom Weltgebetstag zu Straßen an der Église Saint-Laurent. Das ist ganz typisch Musik aus Vanuatu. Und zwar ist das wirklich eine Musik, die von Frauen auch gemacht wird, oder eine typische Frauenmusik, auch von der Mann dabei und Takt hat, aber mal, wo sie auf Wasser klatschen und so Musik machen. Das ist ganz traditionell. Ich begrüße ganz herzlich Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, am Namen vom Papa, vom Jungen und vom Heiligen Geist. Ich komme gerade von draußen und höre, dass über Vanuatu geschwärzt wird. Vanuatu ist eines von den Ländern, wo der Klimawandel am meisten betroffen ist. Dafür habe ich gedacht, wir müssen unbedingt auch helfen. Und da komme ich an den Gottesdienst, um zu sehen, ob hier irgendwie etwas lebt. Wird er auch verstanden, dass ich hier bleibe? Wir wollten noch gerade darüber sprechen, wie die Frauen an Vanuatu geht, wie hier die Situation ist und auch ein bisschen über das Land mehr kennenlernen. Sitzt dich da einfach, bleib hier. Die schönen schwarz- und weißen Sandplagen, Korallenriffe, die vielfarbigen Fische, die schönen Vögel, Früchte und Nüsse am Busch sind der Beweis von einer noch unberührter Natur auf den Inseln. Aber leider haben sie aber auch oft mit tropischen Stürmen, Erdbeben, Tsunami und aktive Vulkane zu kämpfen. Recht 3 Wochen, der 16. Februar, ist es hier, dass ein Erdbeben zu Vanuatu gab. Tropische Stürme gab es schon immer. Aber heute sind sie viel mehr stark wie früher. Zum Beispiel hat der Zyklon Pam im Jahr 2015 zu Vanuatu 90% von den Häusern zerstört. Und es war noch nie für ein Sturm so stark wie den Zyklon Pam. Ein paar Leute mussten sterben, und die überlebt haben, hatten gar nichts mehr. Nicht mehr viel Schuld an ihren Häusern, die sie aber nicht flicken konnten. Die Kosten für alles abzurichten waren hoch. Vanuatu hat dafür Kredite abholen und hat sich wenigstens hoch verschuldet. Wir sind aber die diesen Klimawandel durch unseren großen Energieverbrauch verursachen. Und wir haben ihnen aber keine finanzielle Hilfe angeboten. All Insel und all Dorf hat früher seinen eigenen Chief, seine eigene Art und Weise zu verwalten, seine eigene Götter und seinen eigenen Spruch. Die Häuser waren aus Baumstämmen gebaut, die mit der Axt gefällt wurden, und sie waren mit Palmblättern gedeckt. Frauen und Männer haben sich an der Farea, wir geben heute Centre kulturell so, getroffen, für all wichtige Themen zu beschwätzen. Genau darum geht es. Alle gut müssten sie mitschwätzen können. Frauen und Männer, Junker und Alter. Bei uns dreht sich nicht mehr nach alles um Corona und die Wirtschaftskrise. Aber der Klimawandel kostet uns immens viel. Wir müssen so sehr wie möglich etwas erholen und weiter nach vielen Changementen an der Klimapolitik fordern. Vanuatu ist eine Inselgruppe am Südpazifik. Nach der Unabhängigkeit von der französisch-britischen Kolonialherrschaft wurde 1980 die Republik gegründet. Vanuatu heißt «Als Land für immer» an der Satz «Mit Gott packen wir das» wurde als Landesmotto gewählt. Der Satz steht auf ihrem Wappen.
uns nahe, das Gottesreich. Und wer lehrt uns, behandle dich selbst und die anderen gleich. Das ist Jesus, auf ihn will ich mich beziehen. Ich will auf Gott bauen, in Gott wie Stern, stets ihm vertrauen, stellt ihn ist ein fester Grund, ist wie Stern, zu jeder Stunde. Vanuatu. 83 îles quelque part entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji. 67 d'entre elles sont habitées. Vanuatu se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, ce qui signifie que de nombreuses éruptions volcaniques et des tremblements de terre réguliers menacent Vanuatu. Les îles de l'océan Pacifique sont surtout concernées par le changement climatique. La plupart des 289 000 habitants vivent dans de petits villages qui représentent souvent des mondes autonomes. Il n'y a que quelques centaines de kilomètres de routes goudronnées dans tout le pays. Certains villages ne sont accessibles que par la mer ou par des sentiers étroits à travers la forêt tropicale. La capitale Fort Vila compte près de 50 000 habitants et se trouve sur l'île d'Efate. In Vanuatu werden ungefähr 130 Sprachen gesprochen, manchmal nur von einigen hundert Leuten. Um sich untereinander zu verständigen oder um Botschaften zu hinterlassen, zeichneten früher die Menschen in den Sand. Das hat eine lange Tradition in Vanuatu und wird Sanddrawing genannt. La langue véhiculaire est le bislama, un créole basé sur l'anglais. Elle contient de nombreux mots empruntés au français et mélanésien. Le bislama est né à l'époque coloniale, lorsque de nombreuses personnes de différentes îles ont été forcées de travailler dans des plantations de dirigeants coloniaux. Depuis son indépendance en 1980, c'est aussi une des 3 langues officielles de la République du Vanuatu, à égalité avec le français et l'anglais. Les habitants se nomment Nivan ou Ni Vanuatu, ce qui signifie né Vanuatu ou de Vanuatu. Rund 85% der Bevölkerung in Vanuatu sind christlich. Im 19. und 20. Jahrhundert entsandten verschiedene westliche Kirchen Missionare und Missionarinnen auf die Insel des heutigen Vanuatu. Mit der Verbreitung des Evangeliums endete der Kannibalismus und viele Stammesfäden zwischen verschiedenen Clans wurden beigelegt. Die größte und einflussreichste Kirche in Vanuatu ist die Presbyterianische Kirche, zu der etwa 32% der Bevölkerung gehören, gefolgt von der katholischen und anglikanischen Kirche mit jeweils 13%. Außerdem sind in Vanuatu noch Adventisten und Pfingstkirchen aktiv. Der christliche Glaube prägt die Lebenswirklichkeit in Vanuatu. Die Kirche genießt allgemein einen hohen Stellenwert. Pfarrer aus verschiedenen Kirchen spielten in der Unabhängigkeitsbewegung eine wichtige Rolle. Le Vanuatu n'a pas de ressources naturelles. L'une des principales sources de revenus du pays est le tourisme. Le pays est souvent présenté comme l'un des derniers paradis au monde. Les habitants du Vanuatu vivent jusqu'à nos jours en harmonie avec la nature et se nourrissent de ce que la forêt tropicale leur donne de fruits et de ce qu'ils pêchent dans la mer. Die Produktion von Gütern und der Anbau von wirtschaftlichen Produkten sind nicht für den Export, sondern für den Eigenbedarf bestimmt. Wer als Tourist nach Vanuatu kommt, wähnt sich in der Tat im Paradies. Unberührte Strände, aktive Vulkane, Wasserfälle, üppiger Regenwald und für tropische Gefilde recht milde Temperaturen. In Vanuatu gibt es außerdem keine gefährlichen Tiere, keine giftigen Schlangen oder Skorpione. La majorité du bénéfice du tourisme
est réalisé par des sociétés étrangères. Les emplois lucratifs de l'industrie sont souvent occupés par des étrangers. À cause de Covid-19, il n'y a pas de tourisme en ce moment, ce qui inflige des problèmes financiers aux simples travailleurs. Les habitants de Vanuatu abordent les autres avec ouverture et convivialité. Mais la vie au Vanuatu est très difficile pour les femmes. Les enquêtes montrent que 2/3 de toutes les femmes ont déjà été victimes de violences dans leur couple. Luister mal den ersten Vers vom Psalm 127. Wenn Gott das Haus nicht baut, mühen sich vergeblich, die daran bauen. Wenn Gott die Stadt nicht behütet, wachen vergeblich, die sie behüten. Glücklich sind alle, die auf Gott als Baumeister vertrauen. Lasst uns zu ihnen gehören. Amen. Wir sind dankbar für die großartigen Dinge, die Gott getan hat. Heilig, heilig, heilig bist du Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, unser Gott. Gott, du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle geschaffen. Von Anfang an bist du, Gott, in der Geschichte deines Volkes gegenwärtig. Gott der Liebe, auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir preisen dich. Heilig, heilig, heilig bist du Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, unser Gott. Danke für unsere Gemeinschaft untereinander und mit den Schwestern und Brüdern, die heute rund um die Erde zum Weltgebetstag versammelt sind. Heilig, heilig, heilig bist du Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, unser Gott. Danke für die großen und wunderbaren Dinge in unserem Leben und unseren Völkern. Du gibst uns Verantwortung, Weisheit, Wissen und Verständnis, damit wir für all die schönen Inseln und Länder Sorgen tragen können. Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, die saubere Umwelt, für den strahlenden Sonnenschein, das blaue Meer und für das stille, ruhige Wasser der Vanuatu-Inseln. Danke für die lieblichen Melodien der Vögel, für die Stimmen der Landtiere und die Geheimnisse der Fische im Meer und in den Flüssen. Danke für die Wasserfälle, die sich wie Regen ergießen und uns deine Größe und Kraft machtvoll verkünden. Danke für den Klang der Kinderstimmen, die singen, lachen und rufen. Danke für die Gebete und Lieder der Alten und der Jungen. Sie alle bezeugen die Freude über deine Liebe. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Wir bekennen unsere Schuld, denn Gott ist treu und gerecht
und schenk uns Vergebung. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir bauen auf deine Gnade und bekennen unsere Sünden. Wir bekennen, dass wir dein Wort gehört, aber nicht danach gehandelt haben. Oft tun wir Dinge, die wir nicht tun sollten und unterlassen, was notwendig wäre. In unseren Familien und in unseren Völkern stehen wir vor Widrigkeiten und Herausforderungen. Wir meinen, dass wir auf den Worten Jesu Christi aufbauen, doch tatsächlich haben wir auf Sand gebaut. Wir wollen uns von dir verändern lassen. Mach uns heil, damit wir tun, was gerecht und richtig ist. Gott der ganzen Schöpfung, wir haben die Umwelt verschmutzt und bedrohen die Grundlage unseres gesamten Lebens. Wir füllen das Meer an mit Müll, den Meerestieren und Pflanzen fügen wir Schaden zu und zerstören ihren Lebensraum. Wir wissen seit über 30 Jahren, dass wir mit unserem Lebensstil so nicht weitermachen können. Wir wissen, dass vor allem Länder des Südens, Länder wie Vanuatu, als erste die Leidtragenden unseres Handels sind. Eine rezente Studie hat ergeben, dass der Verbrauch und der Lebensstil in vielen Ländern unserer Erde so zerstörend ist, dass wir 8 Planeten benötigten, wenn wir so weiterlebten wie bisher. Aber ändern wir etwas? Nein, wir machen einfach weiter und gefährden die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder, auch hier bei uns in Luxemburg. Wir als Europäerinnen in Luxemburg bekennen unsere Schuld und bitten um Vergebung, weil wir durch unsere Gier nach Wohlstand und Luxus, durch Verantwortungslosigkeit und Trägheit unsere Umwelt zerstören und dadurch Unschuldige und auch uns selbst in Gefahr bringen. Neue Zeiten, neue Wege, unterwegs mit unserem Gott. Wir vergessen alte Kämpfe, alten Streit und alten Trotz. Vanuatu in neuem Glanz und Gemeinschaft, die alle trägt. Wir sind Gottes bunte Welt. Wir lieben Vanuatu. Lasst uns auf die Zukunft bauen. Gott ist unser Fundament. Norden, Süden, Osten, Westen, beten laut hin, Gott we stand. Vanuatu in neuem Glanz und Gemeinschaft, die alle trägt. Wir sind Gottes bunte Welt. Wir lieben Vanuatu. Gott will unter uns wohnen. Bei Jesaja lesen wir: Was ist das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Und was für ein Ort, an dem ich ruhen könnte? Humblement devant toi, et nous prions pour que tu nous accordes ton esprit, de sagesse et de connaissance. Enseigne-nous comment discerner la vérité.
conduis-nous et guide-nous, afin que notre vie soit agréable et conforme à ce que tu attends de nous. Nous nous offrons humblement nous-mêmes pour être une maison dans laquelle tu pourras demeurer. Transforme nos vies et nos pays par la puissance de ta parole, que nous soyons une demeure de justice et de paix. Que Dieu nous aide En Europe, à ce que nos vies soient une vivante action de grâce pour ces grandes actions. Dieu de grâce, accepte notre engagement. Wir luisteren lo wat Frau von Vanuatu uns aus ihrem Leben zu erzählen haben. Je m'appelle Reto. Je suis la deuxième enfant d'une famille de 8. J'ai quitté l'école à la fin de la sixième parce qu'il n'y avait plus d'argent pour que je poursuive mes études. Ma famille avait de quoi envoyer mon grand frère à l'école, mais pas moi. Je suis la seconde et en plus une fille. Un jour, j'ai entendu parler d'un cours de couture destiné aux filles dans un centre en ville. J'ai postulé et j'ai été acceptée, mais mon père n'avait rien pour payer mon inscription. J'étais découragée et je n'avais pas de source de revenus à moi pour payer mes études. Je voulais vraiment parfaire mon éducation, mais le système scolaire ne m'offrait aucune possibilité. Alors, je me suis tournée vers l'Église pour voir si, de ce côté-là, il y avait des réponses à ma soif d'apprendre. J'ai rejoint le groupe de jeunes et ensuite, j'ai assisté aux études bibliques. Par mon entêtement et ma foi en Dieu, j'ai trouvé des moyens de me former et d'acquérir des compétences pour gagner ma vie et subvenir aux besoins de ma famille. Maintenant, je confectionne des objets et je les vends sur les marchés des mamans. C'est là que d'autres femmes comme moi, sans beaucoup d'éducation, peuvent gagner leur vie grâce à leur acquisition de nouvelles compétences. Je m'occupe de la famille que Dieu m'a donnée. Mon mari et moi, nous avons 3 enfants. Je loue Dieu pour les bénédictions dont ma vie est remplie. Je remercie Dieu d'être la source de ma force et de me soutenir quand je mets en pratique ce que j'ai appris. J'ai grandi en force et en sagesse dans le Seigneur. Ich schwätze für die Musi. Sie erzählt, mein Mam hat mein kleiner Bruder und mich allein großgezogen. Wenn mein Mam sich nicht bestört hat sie uns bei unseren Großeltern gelassen. Dann hat mein Pap sich nicht bestört und hat uns mit bei seiner neuen Familie geholt. Aber wie ein Stiefmam Ege Kinder gekriegt hat sich die Einstellung zu uns total geändert. Lo goufet nach méi Kanner, déi Ise wollten, an Platz am Haus ass net méi gros ginn, an si ass net Durgange fir eis all. Dufir hunne schmisse goen, a mein Jessen op der Stroos sichen. Ech hun so goe missen an enger Hype ausserhalb vom Haus schlofen. Als Decken huet mech en alle Koprasack aus Kokosfaser fir der Keel geschützt. Irgendwann hunne ich Mënsche getroffen, die u Gott gegleeft, a mir gesot hun, dat hier mech gern huet. Weil mir so schlecht gangen ass, konnt ich des Art vu Leift net wirklich verstoen. Ich hu mich aber entscheet zu vertrauen. Ich hun dorop vertraut, dass Gott sich mech kümmere geif, och wann ich a menger Familie kein Dohemi hat. Das Vertrauen as a mehr gewus, an ass zum Fundament vu mengem Lewe ginn.
Wir dürfen ob Gott und ob sein Such für uns vertrauen. Ich spreche für Jacqueline. Sie erzählt, ich komme vom Dorf. Schon als junges Mädchen träumte ich davon, in der Hauptstadt Port Vila im Tourismus zu arbeiten. Aber ich habe dafür nicht die Ausbildung. Hier habe ich keine Familie. Ich lebe am Rand der Stadt. Ich habe kein Geld für eine ordentliche Unterkunft und richtiges Essen. Ich kann aber nicht in mein Dorf zurückkehren. Ich weiß, das ist nicht Gottes Plan für mich, aber ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ich vertraue darauf, dass Gott das Nötige schenken wird, damit junge Menschen sich entwickeln und zum Aufbau von Vanuatu beitragen können. Ich bete, dass die ländlichen Gebiete von Vanuatu mehr Beachtung finden, damit die Jugendlichen in ihren Dörfern die Möglichkeit finden, die sie suchen. 75% der Bevölkerung leben auf dem Land mit geringen Beschäftigungsmöglichkeiten. Deshalb wandern junge Menschen in Gebiete mit besseren wirtschaftlichen Bedingungen ab. Sie haben aber nur eine minimale Schulbildung und nicht die nötigen Kenntnisse, um in der Stadt eine Stelle zu finden. Die hohe Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen schafft eine Generation, die für sich keine Zukunft sieht. Das ist ein großer Verlust für das Land. Politische Maßnahmen und Entwicklungsprogramme für die ländlichen Gebiete sind notwendig, damit junge Menschen in ihren Dorfgemeinschaft bleiben, dort ausgebildet werden und Arbeit finden können. Die bekannteste Künstlerin von Vanuatu, Juliette Pita, hat für den Weltgebetstag 2021 ein Bild gemalt, in dem sie ihre eigenen Erfahrungen während des verheerenden Wirbelsturms Pam im Jahr 2015 verarbeitet hat. Eine Frau beugt sich schützend über ihr Kind und betet. Im Hintergrund brechen Wellen. Die Palme biegt sich durch den starken Wind. Aber die starken Wurzeln, der Glaube und das Vertrauen auf Gott geben ihr Halt. Sie trägt den traditionellen Bastrock der Insel Aromango, woher die Künstlerin stammt. Am Horizont sind kleine Kreuze zu sehen für die Menschen, die bei der Katastrophe gestorben sind. Obwohl Juliette Pita international ausstellt und mit dem Verkauf ihrer Bilder gut Geld verdient, lebt sie zusammen mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter in einer kleinen Wellblechhütte in der Nähe der Hauptstadt. Was sie verdient, gibt sie Leuten, die Geld brauchen, zum Beispiel für die Schulgebühren der Kinder oder für medizinische Behandlung. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke,
Der Bibeltext, den wir hören werden, aus der Schluss von der Bergpredigt. Hier an den Kapitel 4 drin geht es darum, wie wir am besten sollen leben, für um Reich von Gott zu bauen und für darum Teil zu holen. Jesus schwätzt jeden Einzelnen von uns an. Wir hören das Wort von Gott aus dem Kapitel 7 vom Matthäus-Evangelium. Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten. Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses Haus, und es stürzt nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden so unvernünftig sein wie eine Frau oder ein Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus. Da stürzt es in einem gewaltigen Zusammenbruch ein. Alle, die nun meine Worte hören, Offen sein, nicht bewerten, selbst den Mund halten, und entsprechend handeln. handeln, in Bewegung kommen, zupacken, Verantwortung übernehmen, werden einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein. klug, vernünftig sein, nachhaltig denken, recherchieren, weise, die ihr Haus auf Felsen bauten. auf Felsen bauen, ein tragendes Fundament, gibt mir Halt. Sicher, Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses Haus, und es stürzt nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. gegründet, Halt finden, Vertrauen, einen festen Stand haben, Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, nicht befolgen, widersetzen, trotzig sein, ignorieren, werden so unvernünftig sein. unvernünftig,
auf mich bezogen. Kurzsichtig. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wie eine Frau oder ein Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. Auf Sand bauen. Vergänglich. Da, wo es mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Sand im Getriebe. Und Regen fällt herab. Es kommen reißende Flüsse. Stürme wehen und prallen an dieses Haus. Da stürzt es in einen gewaltigen Zusammenbruch ein. Zusammenbruch. Meine Pläne lösen sich in Luft auf. Enttäuschung. Scheitern. Ende einer Täuschung, von vorn beginnen. Bau nicht dein Haus auf den losen Sand, bau nicht zu nahe am Strand. Sieht's vielleicht auch ganz schick aus, musst du doch bald wieder raus, denn dein Haus hält nie und nimmer stand. Doch besser bau dein Haus auf einen Fels, leg ein Fundament auf einen festen Grund. Wenn dann Stürme kommen und gehen, bleibt dein Haus doch felsenfest stehen. Bau nicht dein Haus auf den losen Sand, bau nicht zu nahe am Strand. Sieht's vielleicht auch ganz schick aus, musst du doch bald wieder raus, denn dein Haus hält nie und nimmer stand. Doch besser bau dein Haus auf einen Fels, leg ein Fundament auf einen festen Grund. Wenn dann Stürme kommen und gehen, bleibt dein Haus doch felsenfest stehen. Levons-nous et baptisons nos maisons, nos nations et notre monde sur les paroles de Jésus qui nous a rappelé la règle d'or. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà nos bases solides. Voilà le principe fondamental de notre message d'aujourd'hui. Guter Gott, wir loben und preisen dich für den reichen Segen, den du uns geschenkt hast. Dieu de grâce, nous te remercions et nous te louons pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées à chacune à nos familles, à nos amis, un toit, de la nourriture et de l'eau. Nous te louons car tu stimules notre créativité et tu nous permets de soutenir nos familles. Nous t'offrons une petite part de ces bénédictions en argent et dans le service auprès des autres. Nous offrons cela de la journée mondiale de la prière qui les partagera avec les communautés dans le besoin au Vanuatu et dans le monde. Amen. De Weltgebetstag, die größt an als weltweit Frauenbewegung, gedeist Möglichkeit, solidarisch Frauen zu helfen. Wir wollen wie immer Projekte an ihrem Land unterstützen, die Frauen an Kanner helfen. Das machen wir wie all Jahr zusammen mit dem holländischen Weltgebetstagskomitee. Wir unterstützen Projekte von den 2 folgenden Assoziationen. Die erste, the Project Early
Intervention Piccinini-Gruppe setzt sich auf für die Freierkennung a Berodung von Eltern, die handicapéiert Kanner hun. Viel von denen Kanner hu geistig oder körperlich Behinderungen. Entweder hören sie nicht, können nicht schwätzen oder sie sind blind. A verschiedene Gemengenzentren rund um Port-Vila gedenkt Betreuung mit verschiedenen Aktivitäten für das Kanner an ihr Betreuer angeboten. Die Eltern müssen dafür nichts bezahlen, und es gibt einen Bus, den Transport zur Verfügung stellt. Die zweite Assoziation, der Butterfly Trust, ist eine neuseeländische Organisation, die sich auf der Insel Malekula, einer von den größten Inseln von Vanuatu, für allem um die Gesundheit der Bevölkerung bekümmert. Sie bieten Ernährungsberatung an Ateliers für die Hygiene von Körper, Zähne und Augen an. Ich will auch noch sagen, dass wir die Blumensamen verdelen, für das wir auch als Paar dabei tragen, für unsere Umwelt besser zu machen. Merci am Voraus für Ihre Generosität. Sag mir, wer kann den Schwachen ein Helfer sein? Und wer soll nicht nur hören, sondern tatkräftig Dienerin Gottes sein? Das bin ich, das bist du, doch Gott hilft dazu. Ich will auf Gott bauen, in Nord wie Stern. Stets ihm vertraue, stelle den ist ein fester Grund, wie Stern, jetzt wie Stern, zu jeder Stunde. Was uns Halt gibt, ist Beten, global vereint. Solidarität weltweit kann Frauen Kraftquelle sein. Genau jetzt beten Tausende nicht allein. Wenn Gebetstag der Frauen in Nord wie Stern, da wollen wir bauen, stelle den ist Gemeinschaft und sieben Gaben. Wenn Gebetstag der Frauen in Nord wie Stern, da wollen wir bauen, stelle den ist Gemeinschaft und sieben Gott, du bist Anfang und Ende, und auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien einsetzen. Wir legen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine weisen Hände. Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leisten. Gib uns die Kraft, für unsere Inseln, Völker und Nationen Verantwortung zu übernehmen. Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischer und kultureller Vielfalt leben können, wie in Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt. Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. Wir haben Hände, um was zu bewegen, damit die verwundete Erde ein Lebenshaus für alle bleiben kann. Wir wissen längst alles, was wir tun können und müssen. Wir dürfen die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Wir dürfen unsere Hände nicht bequem in den Schoß legen. Starker Gott,
Beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. Wir beten gemeinsam zu Gott für uns Vater und Mutter. Eise Pap am Himmel, dein Name sei gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wie auch wir denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, wir machen uns frei vom Bösen. Weil dein ist Reich, und Macht und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Wenn's Corona dürfen wir nicht wie gewohnt nur im Gottesdienst noch ein bisschen zusammen bleiben. Die könnt bei der Sortie selber gebackene Wertwäscher für 5 € pro Tut mit Themen holen. Auch das Geld fließt an Projekten. Denk daran, wenn du rausgehst. Alle Gute, die Wörter von Jesus hören und danach handeln, sie wie gescheit Menschen. An ihr Haus kann der Flute standhalten. Geh, erbau dein Haus auf dem Jesus singen Wort. Wir freuen uns auf die Gegenwart von Gott, an uns und mit uns. Gott soll uns leiden. Gott soll uns erneuern und Völker und Nationen heilen. Sein Will soll geschehen an unserem Haus so wie am Himmel. Amen. Gib mit diesem Segen einen wunderbaren Namen von Jesus Christus, unserem Bruder, unserem Herr und König. Der Tag ist die Nacht kehrt wieder, auch sie, o Herr, ist deine Zeit. Ich priese unsere Morgenlieder, ihr seid die Stille nun geweiht. Wie über Länder, über Meere, der Morgen ewig weiterzieht, tönt stets ein Lied zu deiner Ehre, dein Lob, vor dem der Schatten flieht. Kaum ist die Sonne uns entschwunden, weckt ferne Menschen schon ihr Lauf, und herrlich leuchtet alle Stunden die Kunde deiner Wunder auf. So mögen Erdenreiche fallen, dein Reich steht in Ewigkeit und wächst, bis endlich allen das Herz zu deinem Dienst bereit. Zunächst vielmals merci, dass ihr alle heute wart, trotz Corona. Ich hoffe, ihr kommt gut heim und bleibt gesund. Was ist der Weltgeburtstag? Weltgeburtstag ist eine internationale Bewegung, die am Anfang 1887 schon angegangen ist in den Vereinigten Staaten. Damals waren es eine Reihe protestantische Presbyterianer und Baptistinnen, die sich zusammengetan haben und einfach mal einen Frauengebetstag gemacht haben. Und das ist einfach ein großes Succès gewesen, sodass das sich auch an anderen Ländern verbreitet wird. 1930 war die erste Jahr außerhalb von den USA, wo der Weltgeburtstag der Frau gefeiert ging. Und zwar war das aus Südkorea gewesen. Also interessant ist, und das weiß ich auch recht sind ein paar Jahre, es gibt den Weltgeburtstag von den Frauen mehr lang wie den internationalen der Frauentag, den 8. März gefeiert wird.
weil den das recht 1911 entstanden an da wird den Weltgebetstag der Frauen schon eng etlich Jahren, also seit 1884. Der Weltgebetstag der Frauen wird all Jahres den 1. Freitag am März gefeiert. Das ist den Tag, wo gefeiert wird. Es soll nicht verloren gehen, es soll wirklich den Tag sein, weil das nämlich weltweit den Tag gemacht wird. Das heißt, von Sonnenuntergang die eine Seite bis Sonnenuntergang gerne. Das heißt 24 Stunden lang ein Gebet, das dann von durchgehend gemacht wird, sodass wir dann noch an Zeitzonen angedeelt sind. Und so gesehen ist es nur so, dass Lützeburg eigentlich in der Zone ist, wie schon 3 Jahre mit ist. Und wie das Jahr ist es dann noch schon 3 Jahre gewesen, zu Beckerich, am Westen vom Land. Und du war also um 4:30. Und den nächsten waren um 7 Uhr an der Stadt. Wie kann beim Weltgebetstag mitmachen? Das ist so, dass der Weltgebetstag eine ökumenische Bewegung ist. Das heißt, alle Christinnen, die sich dazu Beruf fühlen, mitzumachen und mitzubieten und wollen sich engagieren, sind herzlich eingeladen. Und Männer dürfen natürlich auch, weil das ist auch so, dass die letzten Jahre nicht mehr so den Wert auf Frauen-Weltgebetstag gelöst haben, einfach nur einen Weltgebetstag. Die Logo sind auch umgegangen, gewechselt zu gehen. So steht der Weltgebetstag der Frauen, Logo das immer mehr dazu über einfach nur Weltgebetstag. Gibt das nach dem Logo dann so kleine rosa Symbol drin hängt, wo das Fragezeichen ist. Sind auch Menschen von anderen Religionen gebeten mitzumachen? Also am Anfang ist es nicht interkonfessionell. Das ist wirklich Christinnen von der ganzen Welt. Die Frau da, die hat sich nämlich auch zu Wort gestaltet bei der Vorbereitung vom Weltgebetstag. Ob ich nicht noch andere soll mit da ein Boot holen und das ist einfach etwas, was nicht einfach so gemacht gehen auf eigene Initiative. Wenn das gemacht wird, dann muss das ein internationales Weltgebetstag-Komitee entscheiden. Was geschieht mit der Kollekte vom Dach? Die Kollekte vom Dach von Haut geht nach Vanuatu. Den E-Projekt Project Early Intervention Piccinini Group, der das den mit Früherkennung und Beratung von Eltern mit behinderten Kindern. Und dann hat einer als The Butterfly Trust, das ist eine neuseeländische Organisation, an der wie gesagt, da geht es um Gesundheit von der Bevölkerung, Ernährung und Hygiene. Für Zähne an auch ganz viel an. Und voilà, alles als in einem Land, alles andere Projekte. Das ist ja als das heute mir wird wichtig, dass das so heißt es allgemein mir da so als beim Frauenweltgebetstag Projekte, die Frauen betreffen. Zum Beispiel Weiterbildung von Frauen und so Sachen. Aber wie gesagt, das wird dann individuell alles geguckt, wo machen wir mit. Wie lange können die Leute spenden? Ja, durch Covid konnten nicht so viele Leute in den Gottesdienst kommen, wie sie gerne gekommen wären. Und da findest du ein Spendenkonto, den bis für die speziell Spenden für Vanuatu bis zum 15. April zur Intention dabei machen, Weltgebetstag 2021 Vanuatu, Gruppe Süden. Für die Leute, die spenden zum Datum vom 15. April, das ist auch nicht weiter schlimm. Die Spenden sind nicht verloren, das ist dann für nächstes Jahr. Und nächstes Jahr, 2022, geht es nach England und Wales.